Sie waren schon beim Essen? Ja. Wir sind heute ein bisschen früher dran wie sonst. Ja, dann wünsche ich einen schönen Abendspaziergang am See. Übrigens, seien Sie ein bisschen vorsichtig. Hinten am Parkplatz ist schlecht geräumt. Oh, dann brauche ich neue Schuhe. Warum sind die neuen von gestern immer gut genug? Doch, aber doch nicht für den Schnee. Wir machen bloß eine kleine Runde. Wir wollen heute nicht zu spät ins Bett. Ja, wegen morgen. Ah, vorschlafen. Silvester wird spät. Nicht nur das. Wir erwarten einen sehr wichtigen Besuch. Geht's denn der Autobranche so schlecht, dass Sie an Silvester arbeiten müssen? Keine Sorge, mein Mann hat keine Motoren manipuliert. Wenigstens nicht so, dass man es merkt. Die Abgaswerte von den Autos, die aus unseren Werkstätten kommen, die sind alle einwandfrei. Ich habe eine eigene Software. Ah. Also, Sie kommen jetzt seit fast 10 Jahren zum Jahreswechsel in unser Haus. Hab's aber noch nie erlebt, dass Sie an Silvester Besuch bekommen. Ja, normalerweise nicht. Einmal im Jahr so richtig entspannen. Ja, soweit es möglich ist. Mein Mann bekommt übers Jahr so viel Besuch, dass ich darauf bestehen muss, ihn die 14 Tage über Silvester ganz für mich allein zu haben. Damit er mal zur Ruhe kommt. Ja, im Büro ist es ruhiger. Bitte? Herr Hunglinger, Sie wissen doch, 14 Tage Wellness bei uns und Sie fühlen sich wie neugeboren. Naja, neugeboren ist vielleicht ein bisschen übertrieben, gell? In diesem Jahr habe ich mit dem Besuch mal eine Ausnahme gemacht. Wir, mein Schatz, wir haben eine Ausnahme gemacht. Habe ich doch gesagt. Hast du nicht. Habe ich nicht? Haben Sie nicht. Aber Verzeihung, warum haben Sie eine Ausnahme gemacht, wenn ich fragen darf? Unser Sohn heiratet. Der Stefan? Ja, wir haben ja nur den einen. Das ist noch nicht so sicher. Oh. Dass Sie nur einen Sohn haben? Nein, dass er heiratet. Ich habe definitiv nur einen Sohn. Ich weiß, Johanna. Mein Mann hat noch eine Tochter aus erster Ehe. Von mehr Kindern ist mir jedenfalls nichts bekannt. Ah, verstehe. Und der Stefan, der hat sich also quasi noch nicht entschieden. Ja, er schon. Aber meine Frau weiß noch nicht, ob sie möchte. Ihre Frau heiratet auch? Nein, sie möchte die Schwiegertochter gestern einmal kennenlernen. Sie möchte... Ich möchte mir lediglich ein Bild von ihr machen und meinen Sohn ein bisschen beraten. Der Stefan hat also überhaupt keine Erfahrung. Und da ist es ein Glück, dass er mich hat. Uns, mein Schatz, uns. Habe ich doch gesagt. Hast du nicht. Habe ich nicht? Haben Sie nicht. Aber Verzeihung, die Erfahrung wird er doch mit seiner Braut schon selber machen. Wozu hat man denn eine Mutter mit Menschenkenntnis? Nicht, dass es da ein böses Erwachen gibt. Ja, der wacht nur früh genug auf. Er ist so blauäugig. Ja, aber wie alt ist denn der Stefan jetzt genau? 40. Nein, er ist noch keine 40. 40. 39,5. Ja klar, also mit fast 40, da braucht er natürlich Beratung. Naja, wie auch immer, die zwei kommen heute Abend hier an. Wir haben ein Zimmer reserviert. So, auf welchen Namen? Auf unseren Namen. Ah, ja richtig, hier ist er noch ein Zimmer. Ich freue mich, den Stefan endlich mal wieder zu sehen. Und dann noch in Begleitung. Ja, ich weiß noch, wie Sie früher immer im Sommer beim Segeln wart, gell? Sind Sie eigentlich mittlerweile jetzt schon verheiratet? Bereits schon wieder geschieden. Oh. Na bitte. Und genau das wird's bei uns nicht geben. Na, sowas kann es doch immer geben. Nicht bei mir und nicht bei meinem Sohn. Unserem Sohn. Hab ich doch gesagt. Hast du nicht. Hab ich nicht? Haben Sie nicht. Der Stefan leitet eine Zulieferfirma für Schiffsmotoren. Höchst erfolgreich. Gerade hat er einen millionenschweren Deal in Shanghai abgeschlossen. Er kommt praktisch direkt aus Fernost, mein Sohn. Unser Sohn. Hab ich doch gesagt. Hast du nicht. Hab ich nicht? Tut mir leid. Also, wir möchten natürlich ganz sicher gehen, dass sie ihn meint und nicht sein Geld. Ich meine, er kennt sie ja gerade mal 3 Jahre. Ja. Und da ist die Gefahr, dass er spontan eine falsche Entscheidung trifft, groß. 3 Jahre? Das ist natürlich wirklich knapp bemessen. Mich wollte meine Frau schon nach 3 Wochen heiraten. Liebe auf den ersten Blick. Nein, ich habe aus Versehen meine Steuererklärung offen rumliegen lassen.
Hat denn eigentlich Ihre Schwiegermutter Sie auch auf Herz und Nieren geprüft? Meine Schwiegermutter und ich, wir waren ein Herz und eine Seele. Ja, sie ist kurz vor unserer Hochzeit gestorben. Sie hat erkannt, dass der Xaver bei mir in besten Händen ist und ist daraufhin friedlich eingeschlafen. Sie war sehr lärmempfindlich, ja. Danke. Guten Abend. Sind Sie der Chef hier? Wie kommen Sie denn da drauf? Naja, Sie sehen so schön bayerisch aus, da habe ich gedacht, Sie sind der Chef. Sie schauen bedeutend bayerischer aus als ich. Ich hatte Angst, dass Sie mich sonst an der Grenze zurückweisen. Und ich wollte vermeiden, dass man merkt, dass ich aus Düsseldorf bin. Da musst du einfach nur die Klappe halten. Düsseldorf, da war ich doch schon mal einkaufen. Ja, und danach habe ich mir den Konten sperren lassen. Nee, Frau, da kann ich Ihnen Berlin empfehlen. Da wären nämlich nur die Russen arm. Berlin? Ja. Ihr habt ja nicht mal einen gescheiten Flughafen. Doch, wir haben zwei. Wir haben Tegel und Schönefeld. Nicht? Und wenn wir Glück haben, haben wir im nächsten Jahrhundert noch einen dritten. Apropos Flughafen, ich würde jetzt ja mal hier einchecken. Gerne. Haben Sie eine Reservierung? Ja, selbstverständlich. Silvester-Special, all inklusive. Ja, hat der Bode gemacht. Aha. Und auf welchen Namen? Jussenhofen, Bodo Jussenhofen. Und das hier, das ist der Herr Horst Krenzke. Aha. Es tut mir aber leid. Wir haben hier keine Reservierung. Moment, ich habe da eine Bestätigung. Sekunde. Hast du die Bestätigung? Hier. Dankeschön. Ja, das hier ist aber der Jägerwirt am Chiemsee. Wir sind hier der Jägerhof am Chiemsee. Moment, aber... Das Navigationssystem hat uns hierher geführt, habe ich eingegeben. Sonderziele, Hotel, Jäger hin, Jäger her. Ja, du bist und bleibst ein Trottel. Ja, gut, dann fahren wir eben dahin. Das ist schlecht, das ist ganz schlecht. Wissen Sie, der Jäger wird am Chiemsee, der ist seit einem halben Jahr insolvent. Ja, der hat zu. Woher wissen Sie denn das? Ja, die haben 2 Autos bei mir gekauft und nicht bezahlt. Weißt, wenn ich dir schon mal was überlasse, ja? Ja, da warten Sie mal. Jawohl. Ich habe noch ein Zimmer für Sie. Was? Ein Zimmer? Sie glauben doch nicht allen Ernstes, dass ich mit der Pfeife in ein Zimmer gehe. Hören Sie mal, ich hab einen Tinnitus im Auge. Ja, ich sehe überall Pfeifen. Ja, aber es tut mir leid, ich habe keine 2 Zimmer mehr. Nur noch dieses eine Doppelzimmer. Aber 2 Männer in einem Zimmer, wie sieht das denn aus? Wir sind doch nicht in Köln. Was ist denn jetzt, wenn ich jemanden kennenlerne, nicht? Wo nehme ich die denn mit hin dann? Haben Sie eine Besenkammer? Meine Herren, entschuldigen Sie bitte, dass ich mich da einmische, aber Sie wissen schon, dass Sie hier in einem erstklassigen Hotel sind. Da nimmt man nicht einfach irgendjemand so mit aufs Zimmer. Dankeschön, Frau Hunglinger, ich mache das schon. Schauen Sie, wenn jetzt Ihr Freund auch jemand mitnehmen würde, ja, dann wären Sie ja zu viert. Ja, nee, da müssen Sie keine Angst haben. Mit dem geht keine mit. Wieso das denn nicht? Und würdest du in dem Outfit mit dir mitgehen? Ja, sicher. Perfekte Tarnung. Da laufen höchstens ein paar Milchkühe hinter dir her. Sag mal, hat das Zimmer eine Badewanne? Ja, selbstverständlich. So, haben wir doch für dich ein Bett. Also wir nehmen das Zimmer. Dann bräuchte ich hier bitte noch eine Unterschrift und ein Kreditkartenabzug reicht als Sicherheit. Bodo, deine Kreditkarte, Wieso denn immer meine? weil du es verbockt hast. Dankeschön. So, einmal zurück. Ja. Hier sind die Karten. Zimmer 208, 2. Stock. Und hier ist der Lift. Sag mal, bis wann gibt's ein Abendessen? Bis 22 Uhr. Das ist doch Wahnsinn. So, Leute, wir sehen uns. Ja, das ist zu befürchten, ja. 2, 3, 4 euch! Immer mehr Vorläden unterwegs. Dass die sich das überhaupt leisten können. Ja, also 3 Jahre kennt der Stefan seine zukünftige schon. Ja, er hat sie ja immerhin auf dem Opernball kennengelernt. Ah, in Dresden. Nein, Ingolstadt. Ingolstadt hat einen Opernball. Operettenball. Auch sehr schön. Ah, und in 3 Jahren haben Sie Ihre zukünftige Schwiegertochter immer noch nicht Ja, kennengelernt. meine Frau hat den Verdacht, dass der Stefan sich bisher ein bisschen gescheut hat, sie uns vorzustellen. Kann ich verstehen. Und ich habe weiter den Verdacht, dass er ihr nichts von uns erzählt hat. Ja, aber das kenne ich ja eigentlich nur umgekehrt. Bitte? Naja, dass sein Mädel verheimlicht wird. Ja, wir wissen nichts von ihr. Gar nichts. Wann kommt denn der Stefan? Ja, wenn alles gut läuft, müsste er gerade landen. Ja,
Und dann rutschen Sie mit ihm und Ihrer Schwiegertochter in Spee ins neue Jahr. Jawohl, wir rutschen. Und dann habe ich ein Bild von seiner zukünftigen. Wir, mein Schatz. Habe ich doch gesagt. Hast du nicht. Habe ich nicht? Haben Sie nicht. Aber wenn Sie die beiden gemeinsam erleben, dann sehen Sie ja sicher schnell, ob Sie zusammenpassen. Vielleicht können Sie ein bisschen was mit ihm machen. Ich meine, ich möchte die Kleine einfach so in Ruhe in Augenschein nehmen. Gehen Sie doch einfach mit ihm segeln. Ja, da können Sie Eis segeln, der See ist zugefroren. Oder gehen Sie einfach was trinken. Ich möchte einfach vermeiden, dass er ständig für Sie antwortet, während ich ihr ein paar Fragen stelle. Und dann werden wir ja sehen, zu welchem Ergebnis ich komme. Wir. Na, geht doch. Also, ohne aufdringlich sein zu wollen, aber müsste nicht der Stefan zu einem Ergebnis kommen? Der ist doch völlig blind vor lauter Liebe. Nach 3 Jahren. Er schwärmt von ihr wie von einem Wesen von einem anderen Stern. Er strahlt über das ganze Gesicht, wenn er von ihr spricht. Er sagt, sie sei die liebevollste Frau, die er je kennengelernt hat. Dabei kennt er kaum Frauen, außer mich. Ja. Eben. Er scheint total glücklich zu sein. Ja, aber ist es nicht mal grundsätzlich eine gute Voraussetzung für eine Ehe? Wenn es bei meinem Mann und mir immer nur ums Glück gegangen wäre, wären wir schon längst nicht mehr zusammen. Ja, da sagst du was. Bitte? Ja, nix. Schauen wir mal, sie werden schon in Ordnung sein, gell? In Ordnung reicht mir nicht für meinen Sohn. Komm, Xaver, komm, bis später. Ja. Bis später, Frau Unglinger. Ich möchte halt nur, dass mein Sohn glücklich wird. Sieh, er ist unser einziger Bub und meine Tochter hat schon den absoluten Loser geheiratet. Ja, haben Sie denn Ihren Schwiegersohn vorher nicht kennengelernt? Doch, aber den hat meine Frau für gut befunden. Verstehe. Ja, aber wäre es dann nicht besser, die Entscheidung einfach Ihrem Sohn zu überlassen? Ja, Sie können einmal probieren, das meiner Frau zu erklären. Ja, Humlinger, wir wollen Sie doch als Gäste behalten. Schatz, ich möchte, dass mein Sohn endlich glücklich wird. Ich wünsche mir einfach nichts sehnlicher wie eine klasse Schwiegertochter. Dann entscheiden Sie am besten ohne Ihre Frau. Sie wollen uns doch als Gäste noch ein bisschen länger behalten, oder? Servus, Markus. Bis später, Herr Humlinger. Ja? Ja, ich komm schon. Moment. Endlich sind wir da. Oh. Wir hätten besser einen Bulldog genommen, das wäre schneller gegangen. Ja, jetzt schau dir mal dieses schöne Hotel an. Das werden wir uns jetzt bald öfter leisten können. Meinst Ja, freilich. Schau dir das einmal an. sauber. Wirklich sauber. Und du meinst, so ein Hotel machen die auch aus unserem Hof? Ja, hoffentlich. Bloß noch China. Mir fällt schwer. Was? Es ist mein Elternhaus. Der Hof, den schon mein Urgroßvater bewirtschaftet hat. Jetzt haben wir über 20 Jahre probiert, dass wir den Hof rentabel führen. Ohne Erfolg. Ja, ich hab versagt. Okay. Wir haben gearbeitet wie die Bläden. Jeden Tag um 4 Uhr raus, den ganzen Tag schuften bei Wind und Wetter, so gut wie kein Wochenende. Du vergisst die Woche Urlaub in Schneizelreit. Ja, freilich. Einmal in 20 Jahren. Ja, und jetzt auch noch die Pleite von unserem Jägerwirt. Okay, Franz, das wissen wir doch jetzt. Du hättest an den Hubert nie verpachten dürfen. Ja, der hat den Jägerwirt total verkämmen lassen. Seit seiner Scheidung geht's mit ihm bergab. Ja, und jetzt müssen wir unseren Hof auch noch aufgeben. Um den hab ich vorher auch oft Angst gehabt. Wirklich? Du nicht? Na, freilich. Ob die Agrarsubvention kommt, Der Milchpreis stabil bleibt. ob uns die Vogelgrippe verschont, Der Rinderwahn. die Rose. Die Rose. Ja, das Großstadtschlamperl, das du kennengelernt hast. Du hast beim Hubert diese Kuppelsendung da draht haben. Eben, die Rose, die war doch für den Hubert gedacht. Und du weißt ganz genau, dass der Hubert nie eine Frau findet. Und schon gar nicht diese Rose. Geh, die Rose, die war doch nie fürs Landleben geeignet. Hallo? Woher weißt denn du das? Ich hab mich mit ihr unterhalten. Wann? Wo? Bei den Filmaufnahmen. Mei, du, wenn ich die jemals bei uns heraus sehe, reiße ich ja die Haare aus. Das geht nicht. Warum? Die hat eine Perücken gehabt. Geht. Du hast doch die Rose nie kennengelernt. No, das hätte mir gerade noch gefällt, gell? Aber ich hab gehört, wie du von ihr geredet hast. Und ich hab gesehen, was du ihr geschrieben hast. So, was denn? Dass du ihr den Bock auf unserer Weide zeigen willst. Da ist doch nichts Schlimmes dabei. Wir haben keinen Bock. Aber dass du jetzt eifersüchtig bist, das ist ja fast ein Kompliment. Geh, Gerda.
Glaubst du wirklich, dass ich die jemals verlassen darf? Du magst mich noch immer. Das ist wie mit einem guten Bulldog. Entweder du verkaufst ihn, wenn er einigermaßen einen Wiederverkaufswert hat, oder du fährst ihn, bis er hier ist. Und mich fährst jetzt, bis ich hin bin. Puh, da weiß man fast lieber, du hättest mir als Jahreswagen verkauft. Ja, da. Jetzt hör halt auf. Geh mit mir. Schau mal, schau mal, wie schön das da ist. Ah ja, schön, gell. Wann kommt denn die Maklerin? Ja, in einer halben Stunde. Mei, wenn halt der Peter ein bisschen mitgeholfen hätte. Der Peter, vergiss. Er ist dein Sohn. Sicher. Du, jetzt werd nicht unverschämt, gell? Du, bei mir war keiner auf Motivsuche. Was? Was? Ja, das sagt man doch so beim Film. Ja, ich hab keinen den Bock auf der Weide zeigen wollen. Der Peter interessiert sich nicht für den Hof. Ja, nur seine Musik, nur sein Geigen. Ja, und mit einer Geigen kannst du keine Felder bestellen. Ja, und ein Klavier, mag keine Kier. Geh, das ist eine brotlose Kunst, ist das ein Hungerleider. Du hast jetzt 2 Jahre lang mit deinem eigenen Sohn nichts mehr geredet, obwohl er es immer wieder probiert hat. Ja, ich mag nimmer. Wir können bloß froh sein, dass wir jetzt dieses Angebot gekriegt haben. Ja, 1,2 Millionen für den Hof und das Land. Ein Golfplatz und ein Apartment-Hotel. Gut, keine schlechte Idee. Ja, und ein Apartment dürfen wir uns sogar behalten. Und die Mitgliedschaft im Golfclub umsonst. Wir müssen bloß aufpassen, dass der Peter davon nichts erfährt. Der möchte nur Geld. Jetzt komm, bis die Maklerin kommt, schauen wir uns das Zimmer an. Hallo, ist denn da niemand? Ah, Sie wünschen? Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, wir haben ein Zimmer bestellt auf den Namen Gabler. Ah, Gabler. Herzlich willkommen im Jägerhof. Ich lasse Ihr Gepäck sofort aufs Zimmer bringen. Sie, das ist sehr nett von Ihnen, aber wir schaffen das schon. Wir sind auch schleppen gewohnt. Jetzt lass ihn doch, wenn er will. Oder willst du das Trinkgeld sparen? Was denn für Trinkgeld? Wir tragen die Koffer selber. Bitte schön, wie Sie wünschen. Schauen Sie. Zimmer 318, 3. Stock, gleich aus dem Aufzug rechts und 3. Türe links. Sie, und wenn eine junge Dame nach uns fragt, da gehen wir gleich wieder runter. Sie ist eine Immobilienmaklerin. Die müssen jeden Moment auftauchen. Gerne. Ja, dann wünsche ich Ihnen jetzt einen angenehmen Aufenthalt. Ja, vielen, vielen Dank, gell? Dankeschön. Oh. Dankeschön. Guten Abend. Kann ich Ihnen helfen? Ja, nein. Ich bin hier verabredet. Sind Sie die Maklerin? Nein, ich treffe mich hier mit meinen zukünftigen Schwiegereltern. Ach, Sie sind es. Herzlich willkommen im Jägerhof. Ich glaube, Sie werden schon erwartet. Ach, weiß das schon das ganze Hotel, oder wie? Machen Sie sich keine Sorgen, nur ich. Wo ist denn der Stefan? Ach, Sie kennen einen Stefan. Ich bitte Sie. Die Hunglingers, die kommen seit über 30 Jahren in unser Haus. Wir waren als Kinder zusammen segeln, wir haben... Ach, dann sind Sie der Markus. Ja. Ach, ich habe viel von Ihnen gehört. Ich hoffe nicht alles. Wo ist er denn? Ja, das ist ja das Problem. Was? Ich bin allein herkommen. Warum? Ja, ich habe mit dem Stefan verabredet, dass ich ihn in München am Flughafen abhole. Er kommt direkt aus Shanghai. Und hat einen millionenschweren Deal abgeschlossen, ich weiß. Mein Gott, Sie sind ja informiert. Ja. Ich hatte ein Gespräch mit Ihren zukünftigen Schwiegereltern. Naja, also eher mit Ihrer Schwiegermutter. Ist sie denn wirklich so, naja, wie soll ich sagen, so, also so wie der Stefan sagt? Ich weiß ja nicht, was er sagt. Naja, jedenfalls hat seine Maschine in Dubai zwischenlanden müssen, wegen einem Defekt. Ja, und da hängt er jetzt fest. Der kommt frühestens morgen. Oh, wissen es seine Eltern? Glaub nicht. Soll man ihn dann morgen abholen lassen? Ja, das wäre natürlich großartig. Ich sage Ihnen sofort Bescheid, wenn ich Näheres weiß. Ja, und bis dahin bin ich wohl oder übel mit seinen Eltern allein. Keine Angst. Ich meine, ein bisschen, naja, sind die beiden schon. Aber im Grunde ihres Herzens
wollen Sie nur das Beste für Ihren Sohn. Meinen's. Freilich. Schauen Sie. Zimmer 212, 2. Stock, gleich links. Die Herrschaften, die machen nämlich noch einen Abendspaziergang am See. Sie sind übrigens auch sehr aufgeregt. Wirklich? Ja. Ah, und kleiner Tipp. Nehmen Sie nicht alles wörtlich, was Sie sagen. Vielen Dank. Gerne. Sie sind sehr freundlich. Dankeschön. Einen angenehmen Aufenthalt. Wellnesshotel Jägerhof am Chiemsee. Markus, mein Name. Was kann ich für Sie tun? Ja. Ja, einen Moment, bitte. Ich hab Sie auf Winterflirt kennengelernt. Winterflirt? Was ist das? Ist das eine Insel? Ich fahr auf keine Insel. War doch gerade erst auf Martinique. Oh, du warst auf Martinique? Ja, die kleine Französin aus der Buchhaltung. Hotte. Und du hast die wirklich über eine Kontaktanzeige kennengelernt? Nee, Internet, winterflirt.com. Wie geht denn sowas? Na, über eine App, die machst du auf und erstellst ein Profil. Ich verstehe kein Wort. Du suchst dir eine App und dann lädst du die auf dein Smartphone, nicht? Dann öffnest du die und dann gibst du ein. Name, Alter, Adresse, was weiß ich hier, Interessen und dann geht's los. Was geht los? Na, dann melden sie sich. Wer meldet sich? Na, die Weiber. Nee, sowas könnte ich nicht. Das könnte ich niemals. Wieso nicht? Ich habe kein Smartphone. Und als du geschrieben hast, was du so willst, da hat sich wirklich eine gemeldet? Eine? Ein ganzer Harem. Also ich weiß, was du willst, da hätte ich mich nicht gemeldet. Also, ich habe eingegeben, dass ich hier 8 Tage Urlaub mache und habe gefragt, wer in der Nähe ist, nicht? Ich habe geschrieben, einsamer Wolf, der langsam grau wird, sucht kluge Füchsin, die noch rot ist. Zum Wildern, weißt du? Und der einsame Wolf bist du? Ja, ja, und sie ist die rote Füchsin. Und was sollte ich dann schreiben? Rheinischer Rehbock sucht wüstet Wildschwein zum Wildern. Aber ist denn Wildern in den bayerischen Wäldern überhaupt noch erlaubt? Also, die rote Füchsin hat sich jedenfalls gemeldet, aus Übersee. Eine Brasilianerin? Übersee am Chiemsee. Nicht? Das ist eine Münchnerin. Ne? Was macht die hier im Ausland? Na, so ein bisschen entspannen. Ne? Die studiert Jura. Weißt du? Und die Münchner Juristin, die sollen ja sehr freizügig sein. Ne? Ja, davon habe ich aber noch nie gehört. Ja, du, weißt du, die haben so viele Paragraphen im Kopf, dass die ab und zu mal so eine Ablenkung brauchen. Nicht? Du, und als Juristin hat sie mir geschrieben, dass sie Handschellen dabei hat. Wozu denn das? Ja, zum Anketten. Ja, wieso will die sich denn anketten? Nicht sehe ich mich. Ja, aber wieso hat sie denn so Angst vor dir, dass sie sich anketten will? Vergiss es. Wann kommt die denn? Ja, die soll schon längst hier sein. Weißt du überhaupt, wie die aussieht? Nee, auf Winterflirt sind Fotos not allowed. What? Tabu. Das ist sozusagen ein Blind Date. Was heißt denn das jetzt schon wieder? Ja, du triffst dich mit jemandem, den du noch nie gesehen hast. Bist du denn verrückt, Hotte? Da kaufst du doch die Katze im Sack. Quatsch, ich kauf ja nichts. Auf Winterflirt sind nur einwandfreie Leute. Ja. Und wie bist du dann da drauf gekommen? Also, sie hat geschrieben, dass sie sehr hübsch ist und ich habe geschrieben, dass ich sehr charmant bin. Na bitte, wenn du lügen kannst, kann sie das auch. Bayerische Frauen lügen nicht. Du warst doch mit einer verheiratet. Marianne war Österreicherin. Die hat gelogen, was das Zeug hält. Bayern, Österreich, wo ist denn da der Unterschied? Du, pass schön auf, was du hier sagst, sonst versenken die dich im Chiemsee, ja? Also, ich bin jedenfalls froh, dass ich die los bin. Du bist sie los? Ja, die hat jetzt einen Wiener. Ich werd verrückt. Erst dich, dann ein Wiener. Die Frau hat absolut keinen Geschmack. Du, hör doch mal auf damit, Mensch. Macht doch gar nichts. So, jetzt treffen wir uns erstmal mit der Münchner Juristin. Bist du denn sicher, dass die aus Bayern ist? Oh, erkenne ich sofort an der Figur. Was hast du vor mit der? Na du, wir gehen an eine Bar, dann nehmen wir ein paar Drinks, nicht? Dann gehen wir auf den Wintermarkt, essen wir eine Bratwurst, trinken ein paar Glühwein und dann kicken wir mal so, was so ist, nicht? Und was ist, wenn sie dir nicht gefällt? Dann trinke ich noch mehr Glühwein. Und dann kriegst du sie. Und wenn sie dir gefällt, was ist dann mit mir? Ja, dann bleibst du in der Wanne. Ich frag sie natürlich, ob sie eine Freundin hat, nicht? Und was ist, wenn die ganz hässlich ist? Dann kommt die zu dir in eine Wanne. So, ich brauche jetzt einen Schnaps. Das sind ja wirklich tolle Aussichten. Du, hör doch mal auf damit, du wirst ja mal fetter. Das schmeckt so lecker. Na, also, ich verstehe das nicht mit der Karten. Ja, und auch nichts zum Reinstecken wie bei einem Geldautomat. Entschuldigung, sind Sie... Da sind sie ja.
Sie sind schon da. Sehr zuverlässig, ja. Den Ruf haben Sie ja wohin man hört. Ach, Sie haben Erkundigungen über mich eingeholt. Da kann man fragen, wie man mag. Sie gelten als sichere Bank. Ach ja? Also auf jeden Fall sind Sie schon mal überpünktlich. Da sieht man es wieder, gell? Ja. Freut uns, dass wir Sie kennenlernen. Angenehm. Ich hab gemeint, Sie machen noch einen Spaziergang am See. Sind wir viel zu aufgeregt. Ach, Gott sei Dank. Ich auch. Ja so, ich hab mir gedacht, für Sie ist das Routine. Nein, das ist für mich das erste Mal. Okay. Ja, glauben denn Sie, dass Sie das kennen? Sie sollten sowas schon mal gemacht haben. Eine Anfängerin findet jetzt ein bisschen riskant. Also am besten ist, man macht's einmal im Leben, oder? Also so wie Sie. Ja, also bei uns zwei haben Sie schon recht, gell? Aber Ihnen wünscht man natürlich, dass Sie das noch öfter schaffen. Wie bitte? Mir wär's schon lieber, wenn's jemand war, der das schon ein paar Mal erfolgreich hinter sich gebracht hat. Mit der Meinung sind Sie aber sicher Ausnahme. Ach so. Ja, wie auch immer. Ich trau's mir jedenfalls zu. Ich habe allerdings gemeint, wir treffen uns erst morgen früh. Nein, wir hoffen, dass wir morgen schon längst alles unter Dach und Fach haben. Unter Dach und Fach? Ja, also wenn's nach uns geht, dann wollen wir heute Abend noch den Vertrag unterschreiben. Was denn für ein Vertrag? Den Vermittlungsauftrag, das macht man doch so. Also, ich hab gemeint, wir reden erst einmal ein bisschen miteinander. Ich hab nichts gewusst von einem Vertrag. Ja, bleiben Sie über Nacht da im Hotel? Ach, natürlich. Das Zimmer war ja gebucht. Was? Das Zimmer zahlen wir aber nicht, gell? Oder geht das von einer Provision weg? Provision? Ja, also wenn alles glatt geht, zahlen wir natürlich eine ordentliche Provision. Die steht einer doch gesetzlich zu. Was denn für eine Provision? Naja, ich möchte mich jetzt erst mal vorstellen. Ich bin die Petra. Petra? Ja, sollten wir uns nicht gleich beim Vornamen nennen? Ist denn das so üblich? So, ja mei, warum nicht, gell, wenn's der Sache dient? Bei der Rosi war's da nicht so zimperlich. Rosi? Ja, von der Kuppelshow mit den Bauern. Ah, also, Ihr Sohn hat mir gesagt, Was, Sie kennen unseren Sohn? Ja, deswegen bin ich doch da. Ich hab's gewusst, er steckt dahinter. Hat er schon wieder seine Finger mit im Spiel? Sie, hat der von einer Geld wollen? Hat er gesagt, er will ans Erbe. Also, mich interessiert doch gar nicht, ob er Geld hat oder nicht. Er hat mir mehrfach gesagt, dass ich die erste Frau bin, die nicht nur an seinem Sportwagen interessiert ist. Die erste Frau? Er hat einen Sportwagen. Seit wann interessiert sich der für Frauen? Seit wann hat denn der einen Sportwagen? Das ist doch jetzt vollkommen egal. Also, Sie dürfen ihm um Gottes Willen nichts von unserem Treffen erzählen. Aber das war doch seine Idee. Was? Naja, ich wollte ihn doch abholen. Aber jetzt sitzt er in Dubai. Er sitzt! Und das hat er ihnen erzählt. Ja, er war doch in Shanghai. Unser Bur, ein Hochstapler. Ja, also wie auch immer. Lassen Sie uns doch morgen in aller Ruhe treffen, wie geplant. Selbstverständlich zahle ich mein Zimmer. Und morgen beim Frühstück fangen wir noch mal ganz von vorn an. Vielleicht ist er ja dann schon da. Was? Dann reisen wir sofort ab. Wieso? Er hat gesagt, Sie verstehen sich so blendend und wären bestimmt mit allem einverstanden. Ich möchte schon wissen, was er jetzt da für ein Spiel spielt. Lass gut sein, Franz. Meinetwegen lassen wir uns bis morgen Zeit. Wir treffen uns beim Frühstück und dann machen wir einen Preis aus. Preis? Ja, das war doch eher eine Idee. Aber wenn Sie jetzt den Preis drucken wollen, dann sind Sie bei uns zwei an der falschen Adresse. Ich weiß nichts von einem Preis. Das fängt ja schon gut an. Wir haben es wahrscheinlich mit einer knallharten Geschäftsfrau zu tun. Das kann schon sein, aber mit der wären wir schon fertig. Die kennt uns Bauern schlecht. Wir gehen ja keine Millimeter von unseren Forderungen runter. Also, ich habe nicht gewusst, dass es hier um ein Geschäft geht. Ich habe gemeint, es geht um Liebe. Was hat er jetzt gemeint? Alles bloß Taktik. Also, ich kann jetzt einen Spaziergang vertragen. Okay, da. Ja. Ja, und wenn die morgen nicht klar sagt, was die Käufer zahlen, sind wir weg.
Da kannst du Gift draufnehmen. Ja. Guten Abend. Ja, guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Haben Sie bei uns gebucht? Nein, ich bin hier verabredet. Hat mir mein Chef jedenfalls gesagt. Ich komme von der Immobilienagentur Haus und Hof, TTW. TTW? Treber, Wolkenstein. Das ist der Name von unserer Agentur. Wir sind auf Bauernhöfe spezialisiert. Sind Sie... Maklerin, richtig. Irgendjemand will hier seinen Hof verkaufen. Man hat mich sozusagen herbestellt. Ja, ich glaube, Sie werden schon erwartet. Soll ich Sie gleich anmelden? Nein, wir sind hier in der Lobby verabredet. Bitte schön, dann nehmen Sie doch Platz. Darf ich Ihnen was anbieten? Gern. Dankeschön. Einen grünen Tee, bitte. Einen grünen Tee, gerne. Da ist sie schon. Sie ist schon da. Mein lieber Scholli, ist das ein Feger, du. Aber wie willst du die denn jetzt ansprechen? Ja, lass mal, ich mach das schon. Okay. Hallo! Warten Sie auf die Verabredung? Ich habe eine Verabredung, ja, in der Tat. Ja, ich spreche nicht von einer Verabredung, ich spreche von der Verabredung. Ach, schön, dass Sie es so pünktlich geschafft haben. Ja, normalerweise bin ich ja 10 Minuten vor der Zeit. Aber ich habe gedacht, wir treffen uns gleich direkt am Objekt. Am Objekt? Ja, beim Jägerwirt, beim Siemsee. Ich habe gedacht, Sie wollen sich gleich da treffen. Ja, der ist leider pleite. Ich weiß. Und so wie es da aussieht, kann ich gut verstehen, dass Sie sich lieber hier treffen wollten. Und da haben Sie sich extra auf den weiten Weg direkt hierher gemacht. Also das nenne ich mal Engagement, mein lieber Hotte. Ich glaube, wir haben es hier mit einer sehr schlauen Füchsin zu tun. Ja. Also ich freue mich ja ganz exorbitant, dass Sie hier sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, also, wissen Sie, Blind Date hin oder her, aber ich bin angenehm überrascht. Schön. Wenn Sie möchten, dann können wir ja einfach mal so anfangen, dass Sie mir ganz frei erzählen, was Sie eigentlich so vorhaben. Und ich gebe Ihnen dann Einblick in das, was ich Ihnen bieten kann. Bieten? Vorhaben? Einblick? Also, sollten wir das Eis nicht brechen mit einem kleinen Du? Ja? Also, ich bin der Horst. Also der Torstili, nicht? Das ist der Bodo, das ist das Bodoli. Und wer bist du? Die Evelyn. Oh, die Evelyn! Darf ich Efi sagen? Lieber nicht, ja? Strenge Füchse, nicht? Ich verstehe, also ich würde mal sagen, da nehmen wir erstmal einen Drink drauf. An einen? Oh, ich habe mir schon einen grünen Tee bestellt. Einen grünen Tee? Was soll das denn? Wir sind doch hier nicht im Krankenhaus. Ich bestelle jetzt zunächst mal einen roten Campari. Ja, und ich bestelle mir gelbes Weißbier. Ne? Und der Evelyn bestellen wir was Grünes. Was Grünes? Einen grünen Veltliner. Sehr lieb, aber ich würde gern einen kühlen Kopf bewahren. Wozu denn das? Der Abend soll doch nett werden. Ja, aber die rote Füchse, die muss doch die Angst vor dem einsamen Wolf verlieren, nicht? Da brauchen wir doch keinen kühlen Kopf, da brauchen wir ein heißes Herz, nicht? Einsame Wolf? Der langsam grau wird. Ja, das habe ich schon verstanden, dass Sie sich aus Altersgründen dazu entschlossen haben, uns zu kontaktieren. Aus Altersgründen? Damit meint sie dich. Ich mache mal einen Vorschlag. Ja. Wenn wir nachher mal grob abgesteckt haben, wer was will und wo die Reise hingehen soll, können wir sicher gerne einen Champagner bestellen. Ja, das hört sich schon besser an. Nee, ich würde mal sagen, ein kleiner Prosecco tut es auch. In jedem Fall sollten wir anstoßen, wenn wir beispielsweise herausgefunden haben, wie hoch der Preis sein soll. Der Preis? Was denn für ein Preis? Der Gesamtpreis. Ich skizziere Ihnen alle Leistungen, die ich bringe, sag, wie viel Geld dabei rausspringen muss und welche Provision das beinhaltet. Leistung? Geld? Provision? Vergessen Sie nicht, ich bin auf Ihrer Seite. Schotte, du hast uns hier eine Professionelle bestellt. Das kann ich nur bestätigen, ich bin absolut professionell. Darf ich denn zunächst mal fragen, wer unsere Firma empfohlen hat? Oh Gott, das
ist die ganze Firma? Du bringst uns hier in Teufelsküche. Im Internet stand nichts von der Firma. Musst du doch gesehen haben. Keine Sorge, ich koste ja nichts, wenn ich vorbeikomme. Sondern erst, wenn die Tinte trocken ist, dann wird bezahlt. Die Tinte trocken. Bezahlen. Wichtig ist, dass man frühzeitig den richtigen Zeitpunkt festlegt. Zeitpunkt. Beispielsweise fürs Ausziehen. Ausziehen. Also entschuldigen Sie, aber das geht mir jetzt ein bisschen schnell. Ich weiß, dass das ein heikler Moment ist, aber da muss man leider durch. Echt? Ja, aber ausziehen, ohne dass man sich überhaupt richtig kennengelernt hat. Sie wollen Ihre Nachfolger kennenlernen? Nachfolger? Ja, klar. Ja, irgendwann wollen die Neuen ja auch dann da mal rein. Die ist ja von der ganz harten Sorte. Also, Moment mal. Das geht uns jetzt alles ein bisschen zu schnell. Wir haben was ganz anderes erwartet. Ach, was denn? Ja, so ein paar Drinks an der Bar und dann ein bisschen reden und dann mal kicken, was so ist. Nein, also für sowas habe ich keine Zeit. Wir können gerne zusammen einen Drink nehmen, aber das Geschäftliche, das muss klar sein. Das Geschäftliche? Ja, ob Sie grundsätzlich bereit sind. Wenn nicht, dann habe ich noch Beraterinnen an der Hand. Sie haben noch jemanden an der Hand? Ich werde verrückt, so eine Art Freundin? Eine Freundin? Na, bei Ihnen sagt man wohl eher Kollegin, ne? Ja, natürlich habe ich auch Kolleginnen, die bei uns arbeiten. Ja, wollen Sie denn, dass wir zu zweit kommen? Um Himmels Willen, nein. Also, ich hätte nichts dagegen. Nicht? Tja, bei größeren Aufträgen, da kommen wir auch zu viert. Mein Chef zum Beispiel, der ist ganz gerne mit dabei. Ihr Chef? Mensch, Bodo, die hatten zu. Hält er das denn aus, Ihr Chef? Ach, das ist ein ganz Lieber. Der sitzt nur dabei und schaut zu. Und greift nur ein, wenn was daneben geht. Daneben? Dann aber knallhart. Dann ist nicht mehr mit ihm zu spaßen. Er hat da so ein Punktesystem. Verteilt regelrecht Noten. 1 bis 6. Ich will hier weg. Wer von Ihnen ist denn der Eigentümer? Oder sind Sie es beide? Der Eigentümer? Ja, der Eigentümer der Liegenschaft. Der Liegenschaft? Ja. Oh, entschuldigen Sie bitte. Bodo, die meint sich selber. Hä? Eigentümer der Liegenschaft, verstehst du? Die redet in so einer Art Code. What? Pass auf, Eigentümer. Du bezahlst, also bist du der Eigentümer. Und die legt sich hin, also sie die Liegenschaft. Weißt du denn, was sowas kosten kann? Was kosten sowas? Bei der Gesamtsumme, die Sie sich vorstellen, sind das für unsere Dienste inklusive Mehrwertsteuer gerade mal so 50.000 Euro. 50.000? Das kann doch wohl nicht sein. Das ist doch nur die Vermittlungsgebühr. Nur die Vermittlungsgebühr? Das ist Wucher, das ist Betrug. Wir haben nichts unterschrieben, ja? Jetzt hängen Sie mal die Latte nicht zu hoch, ja? Ich weiß, dass Menschen oft Probleme bekommen, wenn es dann plötzlich konkret wird. Ich schlage vor, Sie melden sich wieder, wenn bei Ihnen alles feststeht, ja? Meine Telefonnummer haben Sie ja. Ich bin ab 9 Uhr wieder im Dienst. Schönen Abend, die Herren. Sie ist ab morgen 9 Uhr wieder im Dienst. Ja, Milch, die klang so romantisch, nicht? Und jetzt das hier, da kannst du mal sehen, wie man sie irren kann. Mein Gott, normal. Das ist wahrscheinlich die exklusivste Frau, der ich jemals begegnet bin. Ich möchte nicht wissen, was die für 50.000 Euro so alles machte. Also, ich weiß nicht, ob mir das wert wäre. Aber wer zahlt denn sowas? Die ist wahrscheinlich so teuer, weil die vorher Jura studiert hat. Ja, die reitet nicht nur Paragraphen, nicht? Dann lassen wir mal schön die Finger voll. So, einen grünen Tee. Ja, die Dame hat leider überstürzt aufbrechen müssen. Ja, zum Glück, den grünen Tee übernehme ich. Ja, ich brauche einen Schnaps. Ja, gut, warte, Hotte, warte mal, Hotte! Siehst Sie,
Was ist am Stefan sein zukünftige? Ja, aber wir wollten uns doch erst morgen zum Frühstück treffen. Ach, nix, ich red gleich mit dir, gell? Xaver, Lass mich nur. bitte. Entschuldigen Sie, gnädiges Fräulein. Ich weiß, dass alles ein bisschen aufregend für Sie ist, aber ich würde sagen, dass wir uns heute zumindest einmal vorstellen. Guten Abend. Rosi? Ich erinnere mich, du bist der Alexander. Nein, ich bin der Xaver. Auch hübsch. Was machst denn du da? Ich bin hier verabredet. Steck die Dinger weg! Beim letzten Treffen haben sie dir aber gefallen? Bitte kein Wort zu meiner Frau. Mit wem bist du hier verabredet? Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Du bist doch nicht mit meinem Sohn hier. Ich weiß nicht, ob das dein Sohn ist, aber wenn, dann bin ich mit ihm verabredet. Xaver! Kein Wort zu meiner Frau, gell? Gestatten, mein Name ist Xaver Hunklinger. Ich bin der Vater und das ist meine Mutter. Nein, seine Mutter. Seine Mutter Johanna Hunklinger. Ja, freut mich. Ja, und wo ist er? Der Prachtkerl. Der muss jeden Moment kommen. Leider nicht, erst morgen. Die Maschine hat einen Defekt. Was? Erst morgen? Ja, aber entschuldigen Sie, Sie glauben doch nicht, dass ich meine Urlaubszeit verschwende und hier die Altenbetreuung für eine Internetbekanntschaft mache. Altenbetreuung? Sie haben ihn im Internet kennengelernt? Sicher. Blind Date? Ich hab gedacht, in Ingolstadt am Opernball. Opernball? Ich gehe doch nicht in die Oper. Schlafen kann ich auch zu Hause. Wir sind im Freundeskreis der Staatsoper in München. Ja, ich bin der Vorstand. Wir sind im Vorstand. Ja, mag sein, aber das interessiert mich jetzt wirklich nicht besonders. Ich will mit Ihrem Sohn ein paar lustige Stunden verbringen. Also, dass er mir gleich seine Eltern auf den Hals setzt, finde ich jetzt echt ein bisschen übertrieben. Also, wir haben gedacht, Sie wollten dieses Treffen auch? Sicher nicht. Einsamer Wolf, der langsam grau wird. Sie verstehen? Hä? Und nicht ein Rudel von Rentieren, die schon lange grau sind. Ich bin die rote Füchsin, die ein bisschen wildern will. Ich bin nicht das Häschen, das ein Nest sucht. Wie meinen Sie das jetzt? Ich wollte mit ihm wildern und nicht mit seinen Alten. Xaver, wir gehen. Ja, wir gehen. Hier muss ein Missverständnis vorliegen, gell? Rosi, ich bitte dich, warte einen Augenblick. Ich bin sofort wieder da. Ich muss nur meine Frau beruhigen. Hallo? Ja, die Mehrschaftszeiten im 4. Stock zu Fuß laufen. Da. Oh, entschuldigen Sie vielmals. Warten Sie schon lange. Was kann ich denn für Sie tun? Ich heiße Rosi und werde hier erwartet. Aha. Also heute wird hier irgendwie jeder erwartet. Hat sich der etwa mehrere bestellt? Entschuldigen Sie, jetzt blicke ich nimmer ganz durch. Also, das darf doch wohl nicht wahr sein. Das ist bei Winterflirt absolut tabu. Also schon langsam habe ich das Gefühl, hier läuft gerade irgendwas unglaublich schief. Ja, Herr Hunglinger, ja, es handelt sich um ein Missverständnis. Nein, Herr Hunglinger, Sie haben gestern nicht Ihre zukünftige Schwiegertochter kennengelernt, sondern jemand ganz anderen. Ja, genau. Kommen Sie doch einfach einen Moment runter und dann werde ich Ihnen alles erklären. Ja, danke schön. Oh. Ach, guten Morgen. Guten Morgen. Gut geschlafen? Die Rechnung bitte. Ich reiß ab. Nein. Das handelt sich doch um ein Missverständnis. Sie haben gestern die falschen Schwiegereltern kennengelernt. Ja, das sind wohl die falschen Schwiegereltern. Ach, die total falschen. Ich kenne die Eltern von Ihrem Zukünftigen. Und die Sie kennengelernt haben, die sind aus ganz anderen Gründen hier. Petra, darf ich Sie im Namen des Hotels zu einem Frühstück einladen? Ist es nicht im Preis inbegriffen? Doch. Deshalb kann ich Sie ja so locker einladen. Schauen Sie, und jetzt lachen Sie schon wieder. Also fürs Frühstück ist mir jetzt eigentlich ein bisschen zu früh. Wissen Sie was? Sie kommen jetzt mit mir und ich werde alles in Ordnung bringen. Weil bei mir gibt's nämlich den weltbesten Cappuccino. Er hat gesagt, es handelt sich um ein Missverständnis. Was soll denn das heißen? Will sie sich entschuldigen? Nein, er hat gesagt, das war die falsche Frau. Ja, allerdings, total falsch. Nein, es war die falsche Person, die wir getroffen haben. Aber sie hat doch ganz ausführlich über ihre Absichten gesprochen. Also es tut mir leid, aber ich habe offensichtlich die falschen Leute getroffen. Ui. Ja, natürlich. Ein älteres Ehepaar.
Selbstverständlich werde ich mich in aller Form entschuldigen. Hast du das gehört? Das ist sie! Ich suche sie und kläre das sofort auf. Sie brauchen gar nicht weiter zu suchen. Nein, wir sind die sie suchen. Ja. Es hat eine Verwechslung stattgefunden. Aber das passiert uns nicht noch einmal. Gott sei Dank, was für ein Glück. Ich wäre ja fast nicht wiedergekommen. Wir wären beinahe abgereist. Also alles auf Null und nochmal sorry, sorry, sorry. Ja, Sorry. war ja unsere Schuld, gell? Sorry. Also es tut mir so leid. Aber es ist doch kein Problem. Nein. Wir sind ja mehr als erleichtert. Erleichtert? Ja, wir haben sie nämlich mit einer anderen Person verwechselt. Mit einer unmöglichen Person. Ich sie auch. Halten Sie sich fest. Mit 2 Herren. Ja, sowas ist seit neuestem möglich, ja. Was? Naja, die Ehe für alle. Aber da hätte mein Sohn ja sagen müssen, gestatten mein Vater und mein Vater. Nicht? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eine Frau bin. Ja, ich auch. Aber entschuldigen Sie, Sie werden nicht im Ernst glauben, dass mein Sohn, der Stefan, also bei dem Vater... Der Stefan? Ja, hier Stefan. Unser Stefan. Unser Sohn. Ja, kommt Ihr Sohn denn auch noch? Später, meine Liebe, leider später. Also, ich bin jedenfalls sehr froh, dass Sie mir das Ganze nicht übel nehmen. Ich darf mich jetzt erst mal vorstellen. Ich arbeite seit 4 Jahren für Haus und Hof. Eine Frau, die für Haus und Hof arbeitet, hält dem Mann den Rücken frei. Ja, meine Frau hält mir den Rücken so frei, dass er mich nicht einmal mehr umdrehen kann. Haus und Hof zählt zu den renommiertesten Top-Adressen in ganz Bayern. Ich selbst bin ledig. Na, das wollen wir schwer hoffen. Habe Betriebswirtschaft studiert und lang in einem Architekturbüro gearbeitet. Sie sind doch hier nicht in einem Bewerbungsgespräch. Aber nett, dass Sie uns informieren. Lass sie doch. Nein, wir wollen von Ihnen ganz was Außergewöhnliches wissen. Was denn? Was denn? Ihr Namen. Oh, verzeihen Sie. Ich bin die Evelyn. Evelyn! Und als studierte Architektin kann ich Ihre Immobilie sehr gut beurteilen. Unsere Immobilie? Ihren Besitz, also den Wert des Grundes. Haben Sie denn unser Haus schon gesehen? Ja, natürlich. Ja, wie ich gehört habe, dass wir zusammenkommen sollen, bin ich gleich dahin gefahren und habe auch gleich ein Gutachten erstellt. Im Grundbuchamt war ich auch schon. In Ingolstadt? Sie haben Besitz in Ingolstadt? Ja, und am Gardasee. Am Gardasee auch? Interessant. Ja, es ist ja sehr gescheit von Ihnen, dass Sie sich gleich mal so anschauen, was wir so alles haben, gell? Moment. Ist das nicht ein bisschen voreilig? Na, wir leben ja noch. Also ich zumindest. Das sollen Sie ja auch. Bitte schön. Dankeschön. Ich muss natürlich wissen, auf was ich mich einlasse. Ich habe Ihren Grund und Boden gleich mal schätzen lassen. Möchte aber den ersten Preis lieber von Ihnen hören, dass es dann zu keinen Enttäuschungen kommt. Den Preis für was? Für das Objekt. Damit meinen Sie hoffentlich nicht meinen Sohn. Unseren Sohn. Ihr Sohn wird dabei schon nicht zu kurz kommen. Mir ist aber erstmal wichtig, dass Sie zufrieden sind. Da interessiert mich Ihr Sohn jetzt erstmal nicht so sehr. Weiß er das? Sie werden mir immer sympathischer. Wenn wir einen Konsens finden, dann machen wir einen Vertrag und ich leg sofort los. Langsam. Also, ich finde, der Stefan soll einen Vertrag machen. Der Stefan? Ja, unser Bub soll sich absichern. Unsinn, Xaver. Erbe gehört doch nicht zum Zugewinn. Das ist schon in Ordnung. Und mit so einer Frau wie Ihnen wird unser Sohn reich. Ja, darauf können Sie sich verlassen. Mir ist aber erstmal wichtig, dass wir uns einig sind. Moment. Also, ich finde, da hat der Stefan schon auch noch ein Wörtchen mitzureden. Aber wenn wir uns einig sind, hat doch der Stefan nichts mehr zu sagen. Finde ich auch. Und ich will Ihrem Sohn ja nichts wegnehmen. Ich bringe ja immerhin 1 Million mit. Und das Apartment auf der Anlage. Und die kostenlose Mitgliedschaft im Golfclub. 1 Million? 1,2. So lautet das Angebot. Für meinen Sohn? Eigentlich für Sie, aber wenn Sie es lieber Ihrem Sohn geben wollen? Wie sachlich Sie das sehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Emotionen bei so einer Abwicklung zwar eine Rolle spielen... Abwicklung? Ja, aber
Aber wenn die Bedingungen klar sind, dann gibt's hinterher keine Schererei. Mama, haben Sie das schon öfter? Ich mein, Sagen wir mal so, ich bin nicht ungeübt. wenn Sie da jedes Mal über 1 Million loswerden, dann sollten Sie das aber nicht zu oft machen. Nein, es ist ja nicht jedes Mal 1 Million. Nein, da muss schon so ein Goldstück wie Ihrs daherkommen. Das haben Sie jetzt aber nett gesagt. Und ich finde es sehr klug von Ihnen, so einen Schritt zu Lebzeiten zu tun. Wissen Sie denn, wie oft ich schon beraten habe und dann erst nach dem Ableben von einem Partner aktiv werden konnte? Nach dem Ableben? Ich gehe jetzt gleich mal zum Auto und hol Ihre Unterlagen. Ja? Frühstücken wir doch dann nachher zusammen. Was meinen Sie? Aber gern. Gut, bis später. Ach, ich bin... Begeistert. Das ist eine Frau, die weiß, was sie will. Genau so eine habe ich mir immer für den Stefan gewünscht. Hast du nicht gehört, was sie gesagt hat? Sie wartet oft auf das Ableben eines Partners. Vielleicht ist sie eine Erbschleicherin. Sie bringt doch Geld mit. Oder eine Heiratsschwindlerin. Sie weiß, was sie will. Ja, das Gefühl habe ich auch. Wer weiß, vielleicht hat sie selber schon des Öfteren Hand angelegt. Wie meinst du das? Naja, sie hat doch gesagt, sie hat Übung im Heiraten. Ja, wo sind denn die ganzen Männer geblieben? Also ich glaube nicht, dass sie schon mal verheiratet war. Sie hat ledig gesagt. Und wie interessiert sie an unseren Immobilien war? Kein Wort über unseren Sohn. Sie hat ihn Goldstück genannt. Komm, gehen wir frühstücken. Auf alle Fälle werde ich diesem Fräulein gehörig auf den Zahn fühlen. Ich kenne die Frauen, die ist in Ordnung. Ja. So, und jetzt möchte ich einen Champagner. Was denn um die Zeit? Ja, ich bin in Stimmung. Man wird doch nicht jeden Tag Schwiegermutter einer Millionärin. Komm, wir bestellen einen an der Bar. Du kannst dir einen für deine Stimmung bestellen hier. Ja, ich brauche einen doppelten Magen, bitte. Hallo, ist da jemand? Bin schon da. Ach, Sie schon wieder. Schön, dass Sie doch mal zurückgekommen sind. Ich fürchte, das hat gestern ein kleines Missverständnis gegeben. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ja, Sie haben nämlich nicht die Leute kennengelernt, die Sie kennenlernen wollten. Das ist mir auch klar geworden. Moment, ich bin gleich wieder da. Ich schau mal kurz in den Wellnessbereich, ja, ob ich die richtigen finde. Ja. Moment. Ja, da. Ja, da ist ja. Kennen wir uns? Oh Gott, die Rose. Wir warten schon auf Sie. Wir? Ja, wir haben Sie doch herbestellt. Sie? Mich? Ja. Kennen wir uns? Ja, das heißt, nein, wir haben gestern ein Missverständnis gehabt. Wir haben mit der Falschen geredet. Ja, das passiert uns nicht noch einmal. Haben Sie nicht einen Hof in der Nähe? Da hab ich doch mal... Ja, wissen Sie das? Sag mal, Franz, spinnst jetzt? Freilich weißt du das. Das ist doch Ihr Beruf als Maklerin. Ja, darf ich mal fragen, wer Sie sind? Wo ist denn Ihr Sohn? Unser Sohn? Ja, natürlich Ihr Sohn. Sie haben Kontakt zu unserem Sohn? Noch nicht, aber deshalb bin ich ja eigentlich hier. Dann können wir das Ganze gleich vergessen. Sie reden mit uns und sonst mit niemandem, verstanden? Gott, jetzt schickt mir jeder seine Eltern auf den Hals. Er hat uns nicht geschickt. Er weiß doch gar nichts von dem Treffen. Was? Ja, also wir können die ganze Sache jetzt gleich vergessen, wenn Sie bereits Kontakt zu ihm haben. Ja, ich habe mit ihm lediglich E-Mail-Kontakt gehabt. Allerdings war nie die Rede davon, dass das Treffen mit seinen Eltern stattfindet. Was hab ich da gesagt? Jetzt möchte sie alles allein unter den Nagel reißen. Wie jetzt? Erst wollte er von dem Ganzen nichts wissen und jetzt auf einmal möchte er den Spaß für sich ganz alleine. Ja, das will ich auch hoffen. Er hat ja nicht mal erwähnt, dass er Eltern hat. Da, was sag ich? Wir sind nicht irgendwelche Eltern. Es handelt sich hier um unser Vermögen, das wir hart erarbeitet haben. Und das Geld haben wir. Das Geld? Ja, wir sind die Sie zahlen. Der Franz und ich. Sie wollen mich bezahlen? Also ich meine, Ihresgleichen sind doch die Letzten, die drauf verzichten wollen, oder? Ja, aber... Und dass unser Sohn Erna ein Geld gibt, das bezweifeln wir. Moment mal. Also, Sie wollen mir etwas bezahlen, damit ich mit Ihrem Sohn... Nein, ganz im Gegenteil. Wir zahlen Erna, was Erna zusteht, aber unser Sohn darf nichts davon wissen.
Ihr Sohn ist nicht mal hier? Der sollte fiedeln, wo er will. Fiedeln? Ja, aber wir werden ihm schon was geben. Also, ich verstehe das alles nicht. Ich meine, ich bin hier mit Ihrem Sohn verabredet, um ein paar schöne Stunden zu verbringen. Und nicht um für was auch immer von Ihnen bezahlt zu werden. Er möchte sich doch bloß um den Finger wickeln, dass er an unser Geld kommt. Ja, aber ich mache das doch nur aus Spaß. Als Urlaubsbeschäftigung sozusagen. Sie wollen kein Geld dafür. Aus Spaß? Als Urlaubsbeschäftigung. Also, Sie beleidigen mich. Vollkommen umsonst. Ich mache das auf vollkommen freiwilliger Basis. Da muss doch irgendein Haken dabei sein. Ja, Sie. Mir? Also, wenn ich bei Ihrem Sohn nicht die erste Geige spiele, ja wenigstens für ein paar Stunden, dann vergesse ich das Ganze einfach und vergnüge mich eben allein. Was ist denn das für eine Berufsauffassung? Das ist nicht mein Beruf. Ja, es war halt so eine Idee, es mal übers Internet zu versuchen. Aber ich merke schon, das ist ja die absolute Katastrophe. Ach, vergessen wir das Ganze einfach. Ja, aber der Hof, der Golfclub, die Apartments, der Jagerwirt. Interessiert mich nicht die Bohne. Und richten Sie Ihrem Sohn aus, er soll sich schämen. So, ich brauche jetzt einen Drink. Oh, Verzeihung. Verzeihung. Das ist ja unglaublich. Ich werde mich bei den Makler beschweren, gell? Uns so ein liederliches Weiberlein zum Schicken. Also, wenn ich gewusst hätte, dass das so schwer ist, einen Grund zum Verkaufen, hätte ich gar nicht damit angefangen. Genau. Guten Morgen, die Herrschaften. Ja. Vorsicht, das sind echte Bayern. Ja, guten Morgen, Mama. Wir packen's. Sie packen? Sie sind doch gestern erst gekommen. Das kann doch nicht so schwer sein, wenn ich im Hof zu verkaufen habe. Alle fix über der Lande. Verzeihen Sie, aber Sie haben hier einen Hof in der Gegend. Ja, am Simsee. Ja, wo der Jagerwirt drin ist. Der ist doch leider pleite. Ja, nur ein Grund mehr, dass wir verkaufen. Oh, wünsche ich Ihnen viel Glück. Ne? Ja, das können wir brauchen. Einen guten Rutsch, gell? Ich komme die Tage mal vorbei. Machen Sie das, einen Kaffee haben wir immer. Was willst du bei denen? Mir gefällt die Gegend. Wie, was soll das heißen? Du weißt doch, ich habe ein bisschen was zur Seite gelegt und wer weiß. Sag mal, spinnst du? Wir sind hier in Bayern, gell? Der Herr Markus ist gerade im Wellnessbereich. Der sucht jemanden, auf den ich warte. Ach, Sie warten auf jemanden? Ja? Der Herr Markus hat uns gesagt, es hätte gestern hier eine Verwechslung gegeben. Ja, aber das kommt bei uns nicht mehr vor. Verwechslung? Ach, dann sind Sie... Ach, na, endlich. Wo ist denn Ihre Frau? Meine Frau, die hat einen Wiener. Bitte? Ja, die hat gelogen, was das Zeug hält. Nicht, bevor das so los ist, ich hab sie rausgeschmissen. Ne? Ich hab gemeint, Sie wären so glücklich verheiratet. Warte, woher denn? Da hätte ich doch das Treffen hier nicht organisiert. Also, ich hab gemeint, Ihre Frau ist dabei. Ja, so weit kommt's noch. Er sucht jetzt eher nach bayerischen Kühen. Aha. Und wer ist dieser Herr? Das ist der Bodo. Der Bodo. Jawohl, der Bodo. Ja, und ich bin der Horst. Ah, der Horst und der Bodo. Ja. Und was macht er hier, der Bodo? Der begleitet mich und will dann mal so schauen, nicht? Eine Art Onkel. Oh, ja, das gefällt mir gut, das ist richtig, ja. Ich bin der Onkel Bodo. Ja, der Onkel Bodo ist aber ganz harmlos, ne? Ja. Haben Sie zufällig noch eine Freundin übrig? Ja, Onkel Bodo, komm jetzt, lass mich mal anlehnen hier, komm hier mal. Ja, ist ja gut. Du, der Wolf und Sie, die Füchsin. Und was bin dann ich? Du bist die Laus im Pelz. Ich glaube, ich stehe im Wald. Also ich bin sehr glücklich, dass wir uns endlich kennenlernen. Und ich freue mich wirklich außerordentlich, dass Sie hier gekommen sind. Ja, das ist aber nett von Ihnen. Ja, bitteschön. Ich weiß ja, dass so ein Treffen manchmal peinlich werden kann oder zumindest unangenehm, nicht? Aber ich glaube, wir beide, wir können das Beste daraus machen. Ach, das wird mich sehr freuen. Ja, man weiß ja manchmal ja nicht, wie man anfangen soll, nicht? Ich fühle mich ein bisschen wie in der Bewerbung. Aber die müssen Sie nicht. Ich bewerbe mich ja praktisch auch. Nicht? Ja. Da bin ich jetzt fast ein bisschen erleichtert, dass Ihre Frau nicht dabei ist. Ja, ich auch. Wissen Sie, für mich wäre es ganz schrecklich, wenn Sie mich nicht mögen würden. Bodo! Wie kommst du denn darauf? Naja, ich stelle mir eine Beziehung schrecklich vor, wenn die Familie einen nicht akzeptiert. Wie meinen Sie das? Ich finde ihn so...
Ich habe ihn gesehen und ach, das war Liebe auf den ersten Blick. Bitte? Ja, ich finde allerdings, er hat sogar keine Ähnlichkeit mit Ihnen. Ja, das will ich auch stark hoffen. Naja, Ihr eigen Fleisch und Blut. Was? Wir sind doch nicht verwandt. Na, um Gottes Willen. Er ist gar nicht von Ihnen. Nee, na, den wollte keiner. Ja, aber er hat mir gesagt, dass er so viel von Ihnen gelernt hat. Ja, das mag ja sein, aber deswegen sind wir doch nicht Fleisch und Blut. Ja, um Himmels Willen, weiß er das denn? Mein Gott, das wird ein Schock für ihn sein. Sag mal, was wollen Sie denn von ihm? Naja, also erst mal heiraten und dann Kinder. Bitte? Das wäre mein größter Wunsch. Gut. Ich werde Ihrem Glück nicht im Wege stehen. Oh, danke. Ja, aber Sie können unter diesen Umständen nicht von mir erwarten, dass ich mir das auch noch angucke. Wie meinen Sie das jetzt? Naja, ich habe ja an sich darauf spekuliert, dass Sie eher mich wählen als ihn. Wie bitte? Ja, wissen Sie eigentlich, was Sie sich da einhandeln? Mensch, das Kind, das ist ein Nerd. Also das Gefühl habe ich ganz und gar nicht. Und entschuldigen Sie, aber ich finde es unfassbar, dass Sie darauf spekuliert haben, mich ihm auszuspannen. Ach, so weit sind wir schon. Bitte. Und wie läuft die Yacht? Ja, Glückwunsch, du räudiger rheinischer Rehbock. Was hat er denn jetzt, Onkel Bodo? Keine Ahnung. Was haben Sie mit ihm gemacht? Ich habe kurz das Gefühl gehabt, dass wir gut miteinander können. Ja, manchmal kommt es eben anders, als man denkt. Ich schau mal nach, was mit ihm los ist. Hotte? Hotte! Und haben Sie die beiden jetzt endlich kennengelernt? Ja, nur ihn. Seine Frau hat jetzt einen Wiener und er einen rheinischen Onkel. Nein! Schon wieder falsch. Also das ist mir noch nie passiert, dass die Internetbekanntschaften von Winterflirt.com ihre Eltern vorschicken. Auch falsch. Unglaublich! Unglaublich! Ich habe gedacht, das sind arme Leute. Dabei haben die Besitz in Ingolstadt und am Gardasee. Auch falsch. Was? Kein guter Rutsch ins neue Jahr? So rutsch ich jedenfalls nicht rüber. Also ich weiß überhaupt nicht, ob ich überhaupt noch rutschen will. Ja, das Wichtigste ist, wir rutschen nicht aus. Also nochmal jetzt für alle zum Mitschreiben. Wer ist jetzt wer? Also ich bin die Petra und ich bin hier, damit ich endlich meinen zukünftigen Schwiegereltern vorgestellt werde, was bisher alle Beteiligten seit Jahren erfolgreich verhindert haben. Und eigentlich sollte mein Verlobter, der Stefan, auch da sein, aber der hängt in Dubai am Flughafen fest. Ich bin die Evelyn und arbeite als Immobilienmaklerin für Haus und Hof TTW. Ja, und soll eigentlich für ein Ehepaar den Hof samt Grund und Boden verkaufen. Ich bin die Rosi und wurde bestellt. Das ist alles? Ja, wie bestellt? Ja, also es gibt da so eine Dating-Plattform, die heißt Winterflirt.com. Und da kann man halt so Bekanntschaften anbahnen. Rein privat. Ja, also, meine Damen, dann haben wir doch jetzt einiges aufgeklärt. Das Einzige, was wir jetzt noch tun müssen, ist, alle herzuholen und die Verwirrungen aufzuklären. Ja, und mit ein bisschen Glück schaffen wir das noch vor Jahreswechsel. Also, wen holen wir zuerst? Also, ich finde ja nicht, dass wir das so schnell aufklären sollten. Bitte? Na, was meint ihr? Haben die nicht alle mal eine kleine Lektion verdient? Wie meinen Sie denn das? Also, das mit dem Sie, das lassen wir jetzt mal, ja? Ich bin die Evelyn. Rosi. Petra. Fein, die Damen. Ich bin der Markus. Sie bleiben bitte beim Sie. Aha, und wieso? Ja, Sie sind ja nicht ganz unschuldig an den ganzen Verwechslungen hier. Was? Sie halten sich auf alle Fälle aus den Aufklärungen raus. Das überlassen Sie uns. Wir machen das. Entschuldigen Sie, was haben Sie jetzt vor? Naja, die Petra, die wäre doch niemals in derart peinliche Situationen geraten, wenn ihre Schwiegereltern nicht so bescheuert wären und sie in diese Prüfungssituation gebracht hätten. Naja, also eher die Schwiegermutter. Also das letzte Mal so gefühlt habe ich mich bei meiner Abi-Prüfung in Mathe. Ja, und dann diese Internetraudis.
die einen auf dicke Hose machen, jeden Cent 3-mal umdrehen und dann aber die preiswerte Nummer suchen. Was? Naja, ich hätte dich schon noch stramm stehen lassen. Kannst du ja immer noch. Was? Ja, sie stramm stehen lassen. Ja, und diese Bauern, die ihren eigenen Sohn enterben, bloß weil der Künstler ist. Ja, die Hauptsache ist doch, die verkaufen endlich. Was ist denn das für eine Haltung? Wir haben hier jetzt die einmalige Gelegenheit, mal ein paar menschliche Dinge klarzuziehen. Und wenn wir das jetzt zu Jahresende nicht tun, ja, wann dann? Ich finde auch, die sollten alle was von diesem Silvester haben. Auf ein neues. Alles auf Anfang. Reset. Damit es nicht nur bei den guten Vorsätzen bleibt. Gute Vorsätze sind doch wie Aktien auf eine Firma, die noch gar nicht gegründet wurde. Wir überspringen die Vorsätze und werden mal direkt aktiv. Also entschuldigen Sie, unsere Gäste sind hier, um Wellness zu erleben und keine moralische Erneuerung. Wenn Sie sich endlich mal moralisch erneuern würden, bräuchten Sie nicht so viel Wellness machen. Ja, aber geht's vielleicht auch ein bisschen bescheidener? Hm? Ich finde, so ein kleiner Denkzettel reicht. So ein kleiner Schuss vor dem Bug. Ein kurzer Tritt vor Schienbein. Ja, da könnte ich mich sogar dazu entschließen, mitzumachen. Ah, der Herr wird wach. Jawohl. Und wie? Ja, wir brauchen einen Schlachtplan. Ja. Und wer macht uns den? Wie, wer macht uns den? Den werden wir wohl noch selber hinbekommen, oder? Selbst ist die Frau. Mir nach! Hallo, würden Sie mich jetzt bitte in Ihre Pläne einweihen? Von welchen Plänen sprechen Sie denn, Markus? Pläne? Die Pläne fürs Feuerwerk nachher auf dem See. Es steht heuer unter dem Motto, der Tanz auf dem Vulkan. Ja. Da bin ich direkt froh, dass der See zugefroren ist. Ja, ist aber ziemlich dünnes Eis. Der Tanz auf dem Vulkan, Ja. das ist genau das, was ich heute Abend brauche. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie da sagen. Guten Abend beieinander. Ah, guten Abend. Guten Abend. Habe ich da gerade richtig gehört? Tanz auf dem Vulkan? Ja, das Hotel zündet jedes Jahr auf dem See ein Feuerwerk. Und das ist das Motto. Oh, mei, wie schön. Mein Franz, wie lang waren wir schon immer fort? Wie lang haben wir schon immer tanzt? Wir haben doch immer Silvester gefeiert. Ja, mit 2 halbe Bier und einer Brotzeit. Und letztes Jahr war es so romantisch. Ja, im Stall, wie die Else gekalbt hat. Ja, war auch schön, gell? Aber jetzt spüre ich so ein längst vergessenes Gefühl in mir aufsteigen. Jetzt weiß ich, woher der Peter das hat. Der Peter? Ja, unser Sohn. Er ist Künstler. Ah, um Gottes Willen. Ja, was hast du gegen Künstler? Du liebst sie doch, wenn sie auf der Bühne stehen. Ja, aber doch nicht in der eigenen Familie. Er ist Geiger. Ich hab ihn schon spulen gehört. Ach, sie ist so gerne. Es ist wie wenn der Panini fiedelt. Paganini, der Teufelsgeiger. Hast du was getrunken? Na, aber ich bin halt in so einer merkwürdigen Stimmung. Ich höre so seltene Melodien. Da, wie der Peter. Jetzt weiß ich, warum er so geworden ist, wie er ist. Wie so? Wie? Ah ja, nur die Musik im Kopf, aber keine Liebe für die Landwirtschaft und die Natur. Ja, entschuldigen Sie mal, ich meine, Musik ist auch Natur. Das ist eine gewagte Behauptung. Habe die Ehre! Ich wünsche einen wunderschönen guten Abend allerseits. Ne? Das wollte ich gerade sagen, aber der Horst war mal wieder schneller. Ja, ist auch nicht so schwierig. Wann geht das denn hier los? Ich meine, die Sache mit dem Abendessen. Ja, also zunächst gibt es einen Aperitif in unserem Wintergarten. Und zwar einen heißen Hugo. Haben Sie auch einen kalten Egon? Haben Sie schon was vom Stefan gehört? Von ihm nicht, aber von seiner Verlobten schon. Ach, ich habe ja nur den besten Eindruck von ihr. Ein bisschen forsch vielleicht, aber klar und eindeutig. Die weiß, was sie will. Meinen Sie? Ja, man muss die Männer ein bisschen lenken. Sonst wissen sie ja nicht, wohin. Ja, da sagen Sie was, gnädige Frau. Das muss man wirklich, ja. Also, mein Franz, der darf ja ohne mich komplett die Orientierung verlieren. Ich hab die Orientierung verloren, weil du mich immer lenkst. Ja, meine Frau lenkt auch gern, aber meistens völlig ohne Orientierung. Neulich hat sie mich angerufen und gesagt, dass der Wagen sich nicht bewegt. Ja, war wahrscheinlich ein Motorschaden. Ja, ich will nur sagen müssen, wenn ich nicht dabei bin, muss sie links sitzen.
Hast du nicht? Hab ich schon. Ich war irritiert. Er lässt mich ja nie. Ja, du lässt mich auch nicht so oft. Hast du getrunken? Also das Feuerwerk, das kann man übrigens auch sehr gut von der anderen Seite des Sees sehen. Das stimmt. Ich wollte ja immer schon mal über einen See gehen. Mit den Schuhen? Auf keinen Fall. Also ich möchte für heute Nacht nicht mehr Auto fahren, gell? Die Frau, wenn Sie einen Chauffeur benötigen, ich stehe zur Verfügung. Oh, charmant. Sobald er den Führerschein wieder hat. Also wir haben heute ein ganz außergewöhnliches Menü. Zunächst gibt es das Traunsteiner Trüffeltatar, dann das Söllhubner Selleriesüppchen oder die Bernauer Bisonbrühe. Als Vorspeise die Rimsdinger Ränke an der Rupperdinger Ratatouille, dann das Fraßdorfer Fasanenfondue mit frischen Früchten und als Nachspeise den Pruttinger Papaya-Palatschinken mit Preiselbeerenpuder. Und wann gibt's was zum Essen? Ja. Liebe Gäste, wenn Sie mir bitte folgen wollen. Gerne. Klingt sehr gut. Hast du das mitgekriegt? Ein Schinken zum Nachtisch. Ja, das ist ein Palastschinken, hast du da gehört? Sieht das toll aus. Oh, wunderschönen guten Abend, die Damen. Ja, wollte ich auch gerade sagen, aber der Horst ist mal wieder schneller. Ist auch nicht so schwierig. Meine Damen, wir schreiten gerade zum Essen. Einen Moment, die Herren. Aber gerne. Immer gerne. Dafür sind wir da. Womit können wir dienen? Wir würden Sie gerne einen Moment sprechen. Wer ist denn nur unser Date? Wir. Alle drei? Was, Sie sind zu dritt? Ja, Sie haben Glück. Sie sind zu zweit, haben eine Begleitung bestellt und nun sind es drei. Wie das denn? Das Internet. Moment, aber Sie haben auf mich gar nicht den Eindruck gemacht, als würden Sie sowas machen. Was genau? Naja, so Treffen mit irgendwelchen dahergelaufenen Männern. Bruder, ich bitte dich, wir sind doch nicht irgendwelche Männer. Aber dahergelaufen. Nein, sind Sie nicht. Sie sind zwei ganz ausgefuchste Wölfe, die genau wissen, was sie wollen. Wir lassen euch so schnell nicht mehr gehen. Der Abend mit euch gehört uns. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei euch für eure Einladung hier. Was ist für eine Einladung? Na, dieses Wellness-Wochenende hier. Das Silvestermenü. Der Champagner. Warte, du hast die eingeladen? Nee, also jetzt hören Sie Und mal. Ja. dafür werden wir euch reich beschenken. Wir machen euch für eine Nacht glücklich. Eine Nacht, an die ihr noch lange denken werdet. Sehr lange. Sehr, sehr lange. Und unser Dank wird nicht zu knapp sein. Ja, das ist ja jetzt lieb von Ihnen, meine Damen, aber es stand nichts von der Einladung und winterflirt.com, ja? Also gut, ein Glühwein, einen kleinen Prosecco, ein paar Käsedips und ein paar Käsecracker, aber... Ja, aber doch nicht ein ganzes Wochenende. Mit Menü und Champagner. Also ich weiß nicht. Ich meine, der Horst ist ja in aller Regel schneller als ich. Ich lasse ihm auch hier gerne den Vortritt. Ja, also da müsst ihr jetzt erstmal nachrechnen, nicht? Das ist ja wahnsinnig romantisch. So reagiert aber kein Gentleman. Ich dachte, Sie sind der einsame Wolf, der die rote Füchsin zum Wildern sucht. Ja, schon. Aber doch geht die ganze Rudel. Dem alten Wolf wird langsam flau. Ach so, ich habe gar nicht gewusst, dass man beim Wildern sparen muss. Wir haben verstanden. Ja, also man muss schon drauf achten, was man sich leisten kann, nicht? Wir haben aber was ganz Besonderes für Sie vorbereitet. So? Oh Gott, Hotte, die Handschellen. So. Na, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Hey Gott, tut mir leid, das mach ich nicht mit. Mensch, sei doch kein Spielverderber, Mensch, das wird ein Heidenspaß. Ja, aber wer bezahlt denn dann die Einladung? Dann klären wir alles hinterher. Haben die Damen denn Zimmer? Sie denn etwa nicht? Doch, schon, aber unser Zimmer ist wirklich viel zu klein. Natürlich haben wir ein Zimmer. Ein sehr, sehr großes sogar. Oh, schön. Ja. Meine Herren, Sie sind verhaftet. Schönen Abend! Sie können doch nicht hier... Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ah, die Herren. Möchten Sie dann auch zum Aperitif in unseren Wintergarten? Ja, aber wir haben ein kleines Problem. Nee, alles im grünen Bereich. Wir kommen. Ja, ich muss noch mal eben auf die Toilette. Ja, ich auch.
Was ist das denn? Nichts. Das ist alles beste Auto. Wir sind gleich soweit. Entschuldigen Sie, die Herren, ich wollte mich vorher noch vorstellen. Meine Frau war vorhin ein bisschen barsch zu Ihnen. Mein Name ist Hunkinger, Xaver Hunkinger. Grüß Sie Gott. Ja, nichts für Unmut, sehr erfreut. Was ist das denn? Bewährung. Bodo ist auf Bewährung. Ich bin sein Bewährungshelfer. Bitte? Meine Herren, das haben Sie mir aber bei Ihrer Ankunft verschwiegen. Ja, Datenschutz. Bodo hat ja auch ein Recht auf Wiedereingliederung. Moment, ich weiß doch ja nicht, was ich verbrochen haben soll. Sehen Sie, der hat überhaupt kein Unrechtsbewusstsein, nicht? Ja, da muss ich ihn doch betreuen. Wir sind ja aber kein Freigängerhaus, sondern ein Luxushotel. Ja, aber da sehe ich kaum einen Unterschied. Das ist aber sehr merkwürdig. Markus, ich finde, die sollten einmal die Personalien von den beiden Herren überprüfen. Werde ich sofort machen. Also, Moment mal! Bodo, komm aus. Der kann ja sehr aggressiv werden, der Bodo. Ganz ruhig, Bodolein. Komm, Onkel Bodo, komm. Ganz ruhig, komm. Wir gehen eine rauchen. Ganz ruhig, Bodo, ganz ruhig. Meine Herren? Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe, gnädige Frau. Ich kann sehr aggressiv sein. Aus, Bodo, aus. Bodo, komm. Sehr, sehr aggressiv. Bodo, komm. Was war das denn? Ich bin an rosa Handschellen gefesselt. Ja. Xaver, Herr Hunglinger? Frau Hunklinger? Ja? Wer nennt dich da Xaver? Das wissen wir noch nicht so genau, das hängt von Ihnen ab. Bitte? Es ist nicht das, was du jetzt denkst. Wovon sprichst du? Er spricht von dem, was Sie heute Abend erwartet. Ich lass mich nicht erpressen, gell? Erpressen? Sie erwarten Ihren Sohn und seine Verlobte, richtig? Exakt. Sie und Stefan. Wenn ich mich recht erinnere, dann hat es hier vorhin die ein oder andere Verwechslung gegeben, gell? Schaut's, und genau da liegt der Irrtum. Entschuldigen Sie, wer sind jetzt bitte Sie? Nun, Ihr Sohn hat uns beauftragt, Sie zu treffen. Ich denke, der hängt in Dubai. Tut er auch, aber mit voller Absicht. Wie bitte? Tja, Ihr Sohn hat nicht nur eine Verlobte. Wie? Sondern 2. 3. Na, 3? 3. die Rosi. Die Evelyn und die Petra. also ich bitte dich, was ist denn das jetzt da für eine Geschichte? Rosi? Ja, ich kenne ja nur ihren Vornamen. Was wird denn hier gespielt? Ich mach's mal kurz. Ihr Sohn hat mit uns dreien gleichzeitig gelebt. Was? Er hat uns 3 belogen und betrogen. Er hat uns allen was vorgemacht. Das kann ich jetzt aber nicht glauben. Ja, so Männer gibt es, Xaver. Xaver? Ja, ich kenne ja nur seinen Vornamen. Und wissen Sie, warum er das gemacht hat? Keine Ahnung. Er hatte ständig das Gefühl, dass keine von uns ihren Ansprüchen genügt. Geh, was ist denn das jetzt für ein Schmarrn? Er soll doch glücklich werden und nicht mir. Also Xaver, da bin ich nicht ganz deiner Meinung. Aber egal, was er auch getan hat, er ist und bleibt mein Sohn. Unser Sohn, Johanna, unser Sohn. Habe ich das nicht gesagt? Nein. Tut mir leid. Also hat er beschlossen, dass nicht er die Auswahl trifft, Sondern sie. Wie soll ich das verstehen? Es ist ihm so wichtig, dass Sie beide mit seiner Entscheidung leben können. Wichtiger als sein eigenes Glück. Oh, so ein braver Bub, der Bub. Johanna, ich bitte dich, er muss doch wissen, was er will. Und da wir 3 ihn alle so lieben und uns sein Wohl so am Herzen liegt, dass er offensichtlich von ihrem Urteil abhängt, haben wir beschlossen, uns ganz allein ihrem Urteil zu beugen. Wählen Sie. Wir fügen uns. Sie entscheiden. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Moment mal, Xaver. Also ich würde ganz gerne mit jeder von Ihnen mal einzeln ein Gespräch führen. Schauen's, und da machen wir eben nicht mit. Sie entscheiden jetzt, und wenn Sie nicht entscheiden, dann haben wir alle 3 beschlossen zu gehen. Und das müssen Sie dann Ihrem Sohn erklären. Das ist ja Erpressung. Der Stefan entscheidet. Und wenn er sich nicht entscheiden kann zwischen Ihnen dreien, dann soll er es Ihnen selber erklären. Wir entscheiden hier nichts. Ja, wenn's denn so sein soll. das heißt also, Sie sind dann einverstanden mit der Entscheidung, die er dann trifft? Na ja, also... Wir sind einverstanden. Aus. Gut, dann warten wir es ab. Ja, dann warten wir's ab. Komm, Xaver, wir gehen essen. Nix für ungut, Rosi. Und auch nichts gegen Sie, Evelyn. Aber die Petra wäre mir heute am liebsten. Ja, ich komm ja schon. Ja, na also, das geht doch schon mal in die richtige Richtung. Allerdings. Naja, also ich weiß nicht. So langsam glaube ich, der Stefan hätte mir das auch alles ersparen können. Ja, aber der kann doch nichts dafür. Der hängt doch in Dubai. Ja, aber der kennt doch seine Eltern. Ich
Man hätte es natürlich auch schon alles früher klären können. Guten Abend. Oh, unsere nächsten Kandidaten. Guten Abend. Schönen guten Abend. Guten Abend. Meinen Sie uns? Ich darf mich erst mal vorstellen. Mein Name ist Evelyn und ich bin die Immobilienmaklerin Ihres Vertrauens. Mei, Sie sind das. Na, also wir warten ja schon ganz verzweifelt. Aber sie ist nicht allein. Sie kenne ich doch. Und mich kennen Sie auch. Oh Gott, die Rosi schon wieder. Wir kennen Sie, ja. Wie war jetzt gleich der Name? Rosi. Rosi. Ja, das ist die Rosi. So ein Zufall, ja, das gibt's doch gar nicht. Ja, der Franz. Ja, ich hab dich gar nicht kennt, so ohne deiner schwarzen Perücken, gell? Ist denn dein Bock zurück? Was? Naja, der Franz, der wollte mir seinen Bock zeigen. Auf der Weide. Und dann hat er mir erzählt, er wäre ausgerissen. Der Bock. So. Ausgerissen. Der Bock. Ja, Gerda, schau, das ist die Rosi. Alles ganz harmlos. Was wird denn da eigentlich gespielt, ha? Wir drei sind von der Immobilienagentur TTW. Was? Treber? Wolkenstein. Sehr angenehm. Ja, Mann, das war ein Missverständnis. Zum Teil. Was meinen Sie damit? Nun, es ist ein Missverständnis, das nur zum Teil ein Missverständnis ist. Ich verstehe bloß Bahnhof. Schaut, unsere Käufer wollen eine sichere Immobilie erwerben. Unsere Immobilie ist sicher. Davon bin ich überzeugt. Aber unseren Käufern ist es extrem wichtig, dass Einigkeit in den Familien über den Verkauf des Familienbesitzes herrscht. Ja, also der Franz und ich sind uns absolut einig. Aber gibt's da nicht auch noch einen Sohn? Ja, der Peter. So, der Bäder. Ja, aber der Peter, der hat mit dem Hof nichts zum Tor. Er will mit dem Hof gar nichts zum Tor haben. Der interessiert sich nur für seine Musik. Nun, die wichtigste Frage ist doch, weiß denn der Peter davon, dass Sie verkaufen wollen? Und sollte er es wissen, will er es auch? Was hat denn der Peter damit zum Tor? Wie gesagt, unsere Käufer wollen sicher gehen, dass es im Nachhinein nicht zu irgendwelchen Querelen kommt. Was für Querelen? Eigentumsauseinandersetzungen. Nachfolgeprozesse. Erbschaftsstreitereien. Sichern Sie uns zu, dass Sie mit Ihrem Sohn sprechen, dass Sie sich mit ihm treffen und mit ihm Frieden schließen. Kommt nicht in Frage. Aber Franz, schau, das war doch jetzt endlich eine Gelegenheit. Na, das mag ich nicht. Also gut, dann müssen Sie leider auf den Verkauf Ihres Hofs verzichten. Warten's! Wir machen das jetzt. Gerda! Jetzt sei Start, Franz. Wir machen das. Und zwar nicht, weil wir unseren Hof verkaufen wollen, sondern weil das endlich eine Gelegenheit ist, dass wir uns mit dem Peter wieder versöhnen. Er ist unser Sohn. Dann verzeiht er auch die Rosi. Da gibt's nichts zu verzeihen. Der Bock ist im Stall geblieben. Jetzt geben Sie sich einen Ruck. Los! Also gut, lassen wir's im alten Jahr. Franz, komm, da trinken wir einen Ja. drauf. Also, was ihr redet einmal, ich frag's jetzt einmal gleich. Also, entschuldigen Sie die Damen, aber bitte, wer von Ihnen dreien ist denn jetzt am Stefan seine zukünftige... Bin ich es? Die kühle Blonde aus dem tiefen Süden mit dem forschen Beruf und der Klarsicht in allen Lebenslagen? Oder bin ich es? Der lebenslustige Leichtsinn, der gerne spontane Bekanntschaften ohne Familienanschluss mag? Oder bin ich es? Die kleine, feine, die sich nicht viel traut? Na? Also, wenn er mich fragt, Nein. Ich bin es. Ja, super! Aber nicht, weil Sie sich's gewünscht haben, Herr Hunglinger, sondern weil der Stefan mich liebt. Und wenn Sie jetzt nicht augenblicklich zustimmen, ohne weitere Fragen und Prüfungen, dann bin ich weg. Ein für alle Mal. Und das müssen Sie dann am Stefan erklären. Wir sind einverstanden. Na, Johanna. Jetzt geben Sie sich halt einen Ruck. Los! Also eine Bedingung hätte ich noch. Habe ich nicht. Na gut. Ich bin einverstanden. Hallo Jungs. Ja, schönen guten Abend. Ja, wir haben einen kleinen Freigang, einen kleinen Spaziergang gemacht. Nicht?
Bodo hat sich wieder beruhigt und jetzt können wir in Ruhe essen gehen. Ja. Moment, Jungs. Wieso? Ich habe mich doch gerade wieder beruhigt und ich kann sehr aggressiv sein. Aus! Aus! Ich hab den Schlüssel. Ja, her damit. Moment. Ich denke, der ist auf Bewährung. Ja, aber die läuft Silvester ab. Ich gebe euch den Schlüssel unter einer Bedingung. Alles, was Sie wollen. Ihr gebt uns allen heute Abend den Champagner aus. Nee, da bleibe ich lieber gefesselt. Doch, kein Problem. Der Champagner geht auf Horst. Und was ist mit dir? Ich bin auf Bewährung. Na los. Los, Jungs, jetzt gebt euch einen Ruck. Also gut. Der Champagner geht auf uns. Nee, alles auf Bodo. Und das muss nicht das Billigste sein. Liebe Gäste, darf ich einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Ich habe 2 gute Nachrichten und eine schlechte. Welche wollen Sie zuerst hören? Die Juten immer zuerst. Gut. Erstens, der Stefan wird morgen früh in München landen und ist noch zum Frühstück bei uns. Und die zweite gute? Was ist das zweite? Mir ist es gelungen, auch Ihren Sohn zu kontaktieren. Er war hocherfreut zu erfahren, dass Sie sich mit ihm aussöhnen wollen und wird ebenfalls zum Frühstück hier sein. Das ist ja wunderbar. Das findet ihr jetzt aber schon. Wunderbar. Ja, was ist denn jetzt die schlechte? Ihre Kreditkarte, Herr Jussenhofen, ist leider gesperrt. Ich fürchte, Sie müssen für Ihren Freund einspringen. Du bist und bleibst ein Trottel. Glaubst du kriegst von mir eine Kreditkarte, die funktioniert? Ja, das alte Jahr hört ja gut auf. Ja, das Neue kann nur besser werden. Na dann wünsche ich uns allen einen guten Rutsch.